Schönen guten Tag. Jetzt sind wir wieder beim Kassettenschmerz. Die Woche habe ich's extra ein bisschen weiter ausgezogen, und zwar bis zum Donnerstag heute, weil, nicht viel los war und es hat sich nicht stark verändert. Es ist nicht zu viel passiert, aber trotzdem muss ich euch natürlich den heißesten, neuesten Shit, der passiert ist, erzählen, und wir wollen ja wieder Sachen auspacken. Jetzt werdet ihr's nicht glauben, aber ich habe tatsächlich wieder One Piece Booster gekriegt, und zwar von, OP15. Irgendein Spar auf eBay verkauft, zu eBay. Hoffen wir mal, dass es, er hat behauptet, es ist nicht aus einer geänderten Displaybox, aus der schon alle Hits und so weiter raus sind. Also ich habe ihm jetzt einfach mal blind vertraut. Genauso wie ich dem Affen blind vertraut habe, den ich, welche auf eBay Kleinanzeigen abgekauft habe und der mir einfach gebratzelt hat. Dann haben wir noch ein Wachs des Chaos, wieder das neue Set, und natürlich wieder mal vom Bartigen noch eine optimale Ordnung. Schatz, ja, zumindest können wir dann die Zeit mit ausbackeln, sauber überbrückeln. Was ist so abgegangen hier? Wir haben wieder einiges an Trailer und an Poster gekriegt, und ich muss mir jetzt erst wieder mal, da ist, das ist der neue Teilen-Button. Schauen wir mal durch, was wir eigentlich als erstes sagen. Was haben wir denn hier? Genau, der Adam Wingard bringt einen neuen Film mit A24 raus namens Onslaught. Und ja, geht ganz schön rund. Schaut euch mal den Trailer an, der ist auch schon draußen. Bin gespannt, was uns da erwartet. Sein erster Film, glaube ich, seit 2 oder 3 Ausflüge im Godzilla-Universum. Jetzt gibt es wieder mal ein bisschen was äh, Normales, zumindest keine riesigen Monster mehr. Dann haben wir auch den ersten Trailer und ein cooles neues Poster zu X-Men 97. Da mag ich euch gar nichts verzeihen, schaut da selber eine. Das schaut auf alle Fälle geil aus. Ich bin sowieso heiß wie Scheiße auf die zweite Staffel, weil die erste wirklich hervorragend war. Hervorragendst war das Ding. Aber ich fahr schon bald, geh weg jetzt zu dir. Habe dere am Feiertag, sagt er. Ja, servus, servus. Stimmt, Feiertag ist halt auch schon wieder. Das, ich kriege da überhaupt nichts mehr mit. Seitdem ich nicht mehr in der Schule bin, weiß ich nicht, wann Ferien, wann Feiertag und wann sonst was ist. Weil ich immer arbeite, weißt du, also richtige Maschine bin ich einfach. Schön ist da, schön, heißt da wieder. Schön, dass du da bist. Hier, fetteste Potato. Dann hat The End of Oak Street einen neuen Trailer rausgehauen, und ich bin da echt schon richtig gespannt auf das Ding. Also, irgendein Viertel, das auf einmal mit Dinosaurier konfrontiert wird, finde ich geil. Der Sound von die Dinos hört sich bisher auch ziemlich gut an, was man jetzt vor allem im neuen Trailer sieht. Und man sagt aber, Dinos, die schauen auch geil aus. Also, das, wenn die Qualität dann auch über den ganzen Film halten kann, dann glaube ich, haben wir da richtig spaßigen Hammy vor uns. Mal kicken, ich bin gespannt. Ist ja auch der Regisseur von It Follows. Das ist anscheinend sein Werk, bevor er dann mit They Follow weitermacht. Mies. Dann ein Poster und ein Trailer zu Fall 2, Dead Point, Are You Down? Mal gucken, wie down das wir sind für den zweiten Teil. Ich war für den ersten schon nicht wirklich down. Der hat mir nicht sonderlich gefallen. Ich fand das alles so ziemlich dumm, und ich habe irgendwie nie so, der Film hat bei mir nie so diese Höhenangst und dieses Schwindelgefühl oder so vermitteln können, das vorher gesagt haben, das haben sie aber davon gekriegt. Ich nicht, leider, hätte ich auch gern gehabt. Schauen wir mal, ob es der zweite Teil schafft, und der dritte Teil ist ja auch schon in Arbeit. So, was sagt der Kani und ich als Protestanten feiern Feiertage? Ja, Logo, richtig, wir als Kirchenspalter, es ist unser Ding. How to Rob a Bank haben wir hier auch noch mit dem Ding. Nicolas Hult hier beim ordentlichen Bankrauben. Trailer gibt es auch schon dazu, den habe ich aber noch nicht gesehen. Das habe ich irgendwie übersehen, dass es hierzu auch schon einen Trailer gibt. Aber schaut, das Poster ist schon schön quer gehalten. Und wenn es grün ist, die Farbe der Hoffnung. Also lass uns mal hoffnungsvoll hoffen, dass das eine gute Kassetten wird. So, was haben wir noch für Poster? Ein paar Charakterposter zum bald kommenden Supergirl. Nämlich hier haben wir mal ein Krypto, Lobo, Shepard schon wieder. Keine Ahnung, wen sie spielt. Steht das eigentlich irgendwo? Steht ihn dabei? Ich habe keinen Schimmer, wer sie ist. Ja, sie, Kara L, oder was? Ist ihr Kryptonamen? Oder was? Na, Kara.
wie hat denn ihr Kryptoname geheißen? Ich weiß nicht mehr. Der kleine Bub, was sagt der? Was sagt der? Scheiß Vorschaubild. Der kleine Bub von About a Boy, weißt schon. Ja, da ich auch sagen. So, jetzt pass auf. Und dann, zu guter Letzt, haben wir noch einen Typen, von dem ich auch keine Ahnung habe, wen er eigentlich darstellen soll. War doch schön, wenn man auf die Charakterposter die Namen draufschreibt, aber das tun wir natürlich wieder nicht. Das tun wir natürlich wieder nicht. Support ist Ehre, sagt er. Das ist Tatsache wahr. Tatsache wahr, da gibt es ein Herzchen und eine fette Potato. Vielen Dank, Baby. Ich wundere, Zeit ist nicht viel los, obwohl Feiertag ist, aber werden sie wahrscheinlich alle beim Grüßen hocken. Wohlstoff verfolgst, was da losgegangen ist, eh klar. Dann haben wir noch einen Schwung-Charakterposter zu House of the Dragon. Staffel 3 geht ja auch diesen Monat schon weiter. Ich habe jetzt nicht alle einzeln ausgesucht, weil es mir zu blöd war, ich sag's, was ist. Da können wir noch mal zoomen, nein, ist mir zu groß. Sollen wir das ein bisschen durchgehen, so meinst nein, ich mag nicht. Da schaut es echt durch, seht ihr eh. Da der, sie und er das so ihm und ganz der andere und sowieso und weißt du eh. Alle sind wieder dabei. Mal schauen, wie viel von einer dann in Staffel 4 noch dabei sind, die ja dann auch den Abschluss von House of the Dragon darstellen wird. So, lass mal gucken. Haben wir alles an Posters? Ja, das waren alle Poster, Leute. Dann können wir schon zu den Castings gehen. Aber die Castings sind auch ultra mau den Monat, diese Woche. Und damit ich in dieser Rubrik überhaupt irgendwas habe, habe ich jetzt einfach Castings eine da, wie zum Beispiel jemand übernimmt die Regie. Und dann haben wir hier einmal die Klapperschlange. Und jetzt denkst du, was hat das hier mit Klapperschlange Casting zum tun? Da ist nämlich ein Remake schon seit Jahren im Gespräch. Und jetzt ist offiziell das Zack Snyder als Regisseur für die Klapperschlange verpflichtet worden. Dann gucken wir mal, was der aus dem Ding macht. Ich finde es ein Remake von Dawn of the Dead, finde ich bombengeil. Mal schauen, was er aus einem Carpenter-Werk dann macht, nachdem er schon ein altes Romero-Werk gepackt hat. Und gar nichts Volksfestregel am Maß und nur ein Maß und dann nur halb. Wenn es gibt, auf alle Fälle, ja. Scheiß Lacke Schweinemassen, pfui Teufel. Pfui Teufel. Bin ich komplett raus. Und was war das zweite Casting, was ich gehabt habe? Ja, das habe ich auch hier drüben. Ist jetzt auch nicht so das Casting, aber wie gesagt, ich wollte die Rubrik nicht komplett leer lassen. Drum hier Damien Leone hat seinen nächsten Film angekündigt, nämlich Tortures of the Damned. Und personaltechnisch gibt es da auch schon was zum Verzeichnen, nämlich Sam Raimi als Produzent. Und dann sind schon mit zwei fette Horrornamen im Game bei dem Film. Und zusätzlich ist er noch, glaube ich, Lionsgate dahinter. Also wir haben bisher sehr namhafte Sachen dabei bei dem neuen Werk von Damien Leone. Drum bin ich guter Dinge. Und ja, mit Terrifier hat bis hier immer Spaß gemacht. Mal schauen, ob das wieder in so eine Splatter-Richtung geht oder ob er mal was ganz Neues treibt. Bin ich ja gespannt. So, das war's mit Castings. Dann gehen wir eigentlich gleich zu den News. Erste News. Backrooms. Voll eskaliert im Boxoffice. Bei uns noch nicht angelaufen, aber bei den Amis schon, keine Ahnung, wie viel hundertfache von seinem Budget eingespielt. Drum ist der Ken Parson jetzt schon am Werker an einer Fortsetzung und sucht da gerade einen Kompagnon, der mit ihm die Autorenrolle übernimmt. Und ich finde das da so geiles Poster, das wenn man sich nämlich jetzt, oder wenn man die Poster zusammen, dass wenn man sich nämlich jetzt weiterdenkt, so, also ihren Kopf und ihren hinteren Körper, und schaut das aus, als dass er da gerade Anilingus vollziehen und dann nochmal auffragen, ob es passt. Ist nur meine Interpretation von diesem Poster-Mashup. Was sagt ihr da drin? Schreibt es in die Kommentare. Dann verrückte News, mit der irgendwie, glaube ich, schon lange keiner mehr gerechnet hat, denn mittlerweile 25 Jahre her, dieser Disney-Klassiker Atlantis and the Lost Empire, das ist ja eigentlich so eine richtig kleine, unbekannte Perle und haben die früher auf dem Schirm, aber hat jetzt eine Fortsetzung angekündigt gekriegt. Also Augen offen halten, schaut sich mir Atlantis an, falls ihr noch nicht gesehen habt, ist wirklich groß. Und freuen uns auf eine Fortsetzung, die dann hoffentlich auch wieder in dem Stil gezeichnet ist und nicht 3D animiert wird. Newf, weil lispeln kann, das, Hand, das stimmt. Das stimmt. Stephen. Für Fans von Euphoria gibt es traurige Nachrichten, wobei ich nicht weiß, so mega Katze geschrieben, wobei ich nicht weiß, ob es noch trauriger sein kann als die dritte Staffel, soweit ich das bisher gelesen habe. Ich habe es nicht gesehen, aber die Leute sind ja da unglaublich enttäuscht gewesen. Aber jetzt haben sie gesagt, offiziell Ende mit Euphoria nach Staffel 3.
Da kommt nichts mehr, ist aber für einige gar nicht so schlimm. Was ist jetzt da draußen? Die eine haut's Zeug umeinander, die anderen Katzen fahren sich an. Die nächste schreit: „Was ist los mit euch?" Ei, 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 ei. Das ist ein Stress, ich sag's euch. Also, so 'n Stress hast du mit Kindern nicht. Sicher 'n Stress hast du mit Kindern nicht, der Ganti da. Einen ersten Blick, wir waren ja jetzt schon bei Supergirl, haben wir jetzt auch auf, Man of Tomorrow, Superman Teil 2, nämlich Lex Luthor in seiner Rüstung, ist jetzt vom James Gunn veröffentlicht worden. Schaut irgendwie so, das ist so komisch Licht, das schaut aus, als hätte er Schweindelnasen. Kann man das mal zoomen? Hallo? Ich mag jetzt nicht umeinander zoomen. Was sagt der? Atlantis hat, damals welche, die mir Toys und die neue Einzelsong kennt. Mc's, da hat's bei Mc's Spielzeug gegeben von denen, ich weiß gar nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Eine Miniserie ist angekündigt, nämlich „Die Vögel". Da bin ich ja auch schon, gespannt, weil ich finde jetzt, dass das eigentlich so, der ist zwar sehr beliebt, meine ich, und sehr bekannt, dieser Vögel vom Hitchcock, aber ich habe mit dem nicht so viel anfangen können und bin gespannt, wie das dann ausschaut bei einer Serie. Es soll ja, wie gesagt, grade 'ne Miniserie werden, also nicht großartig ausgewälzt. Das ist, glaube ich, bei dem Thema ganz wichtig, weil das sonst, schon ziemlich fad werden könnte. Aber mal gucken, da ist sogar irgendein Casting war da auch schon dabei. Hätte man ja doch noch ein Casting gehabt, schaut's her. Und zwar die gute Dame von Succession, Sarah Snook, ist schon mal, gecastet in der Hauptrolle. Ja, mal schauen, mal schauen. War eigentlich wieder mal Zeit, dass ein paar alte Hitchcocks nachholt, habe ich auch noch nicht alle gesehen. Zephyrs. Dann immer noch einer von den Filmen, die ich völlig verrückt finde, dass die, kämen, nämlich dieses John Rambo Prequel, hat jetzt ein Startdatum, der 4.6.2027, also, genau in einem Jahr kriegen wir ein Prequel von John Rambo und ich hätte mir nie gedacht, dass die wirklich jemand anderen als 'n Stallone in die Rambo-Rolle reinstecken, aber sie werden sehen, was man da, oder wir werden sehen, was die Leute dazu sagen, wenn der dann anläuft. Ich hoffe, dass er zumindest, ordentlich, ballert. Ordentlich ballert. Disney hat da mit Mc's Exklusivverträge gehabt. Das stimmt, die haben früher immer ganz viel, Disney-Spielzeug gehabt, jetzt wo du's sagst. Jetzt, wo du's ja sagst, aber das Atlantis-Spielzeug weiß ich nicht mehr. Das hätte ich nicht gehabt. Das hätte ich nicht gehabt. Und jetzt hat hier Evil Dead Wrath abgedreht. Bam, da geht's jetzt Schlag auf Schlag. Es war ja schon, bevor überhaupt Evil Dead Burn angekündigt, fertig, irgendwie waren die ersten Trailer richtig raus, dann haben sie, die Fortsetzung Evil Dead Wrath schon angekündigt. Und jetzt, bevor der Evil Dead Burn überhaupt im Kino ist, ist Evil Dead Wrath schon abgedreht und wird, glaube ich, nächstes Jahr dann sogar schon kommen. Hoffe ich zumindest. Weiß jetzt nicht sicher, ich habe es euch, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Schreibt's in die Kommentare, wenn's das noch wisst, dann sage ich mal, wie gut das ist. Aufgepasst tut's. Weiterer Film, der kommt aus dem Hause Sega, wird wieder mal ein Spiel verfilmt, nämlich Streets of Rage. Und dafür hat man jetzt die, Sega-Autoren, Sonic-Autoren, so heißen's, Entschuldigung, die Sonic-Autoren organisiert, nämlich Pat Casey und Josh Miller, und Regie führte James Samuel. Ja, Alter, ich glaube, auf dem Sega Mega Drive ist das noch rausgekommen, oder? Es gibt, glaube ich, mittlerweile einen vierten Teil davon, der ist noch gar nicht so, lang her. Was sagt er? Frag mich halt, ich war so nach dem Jahr 2001. Pfui Teufel, so alt. So alt. Unglaublich, dass du überhaupt noch lesen kannst, ohne 8 Brennglasel. Aber no, Altersdiskriminierung, gell, das machen wir natürlich nicht. Streets of Rage, ja, mal gucken. Kann ich noch überhaupt nicht, beurteilen oder einschätzen, was da auf uns zukommt. Sie haben auf alle Fälle Sonic, finde ich, ganz cool hingekriegt. Das, sind Filme, die sind nicht, das sind keine guten Filme, aber sie machen einfach Spaß und das ist doch auch oft einmal ganz in Ordnung, wenn Filme einfach nur Spaß machen und mehr nicht. Drum, lass uns bei Streets of Rage überraschen. Ja, der Knädelwurzler habe ich die Ehre. Schon mal auf durchgeschaut. Und jetzt kommt Energon Universe. Was ist diese, die lang angekündigte Kooperation zwischen G.I. Joe und Transformers kommt auf den Bildschirm, denn es ist nicht, der vermutete Kinofilm, von dem man jetzt schon oft geschwatzt hat, sondern jetzt erst mal eine animierte Serie, die kommen wird. Keine Ahnung, vielleicht checkt man so 'n bisschen aus, wie das funktioniert, und haut's dann auf die Leinwand. Ich weiß es noch nicht. Ich bin jetzt auch nicht so der G.I. Joe-Fan, zumindest für die Filme, war ich's jetzt halt nicht. Drum, na ja, mehr als scheppern und gut ausschauen müssen diese Filme eigentlich nicht. Haben sie aber jetzt auch schon lange nicht mehr so gut geschafft, glaube ich, gell. Ja. Und für die Leute, die traurig waren, nach 28 Years Later, The Bone Temple.
ist jetzt Interview auftaucht mit dem Danny Boyle, der gesagt hat, Anfang nächsten Jahres geht der Film oder starten die Dreharbeiten zu dem Film, also zum dritten Teil. Weil er war ja nicht sonderlich erfolgreich jetzt, der zweite Teil von der Nia DaCosta, obwohl er unglaublich gute Kritiken gekriegt hat und er wirklich fett war. Also ich bin ein riesiger Fan von dem Teil. Ähm, Darum ist für einige Leute schon, die haben schon gesehen, dass es nicht weitergehen wird, aber jetzt hat er gesagt, wie gesagt, der gute Mann Danny Boyle hat gesagt, hier machen wir schon, nächstes Jahr geht's rund. Nächstes Jahr geht's rund. Haben wir wieder ein neues Setup? Nein, eins habe ich noch vergessen, aber das Bild ist weg da. Denn X-Men 97 ist jetzt auch schon um eine Staffel 4 verlängert worden. Staffel 2 und 3 ist ja gleich nach der ersten angekündigt worden. Staffel 2 läuft jetzt dann, glaube ich, im Juni noch an. Und sie schreiben und arbeiten jetzt auch schon an Staffel 4. So, Drangrai, jetzt fixt, spät. Du weißt, jede Minute kostet 80 €. Und das sind jetzt 16 Minuten ausrechnen, dass du selber spende bitte hier sofort irgendwo, keine Ahnung, wo das zeigt und aufploppt bei euch. Boom. So, das war's mit News und was ist eh. Freut mich trotzdem, sagt er. Ja, natürlich, mich freut das immer, egal wer, wann, wie, einer kommt schön an alle. Da sind übrigens wieder hier ein neues Motiv, denn es ist Juni auf meinem sexy Bauarbeiterkalender. Müsste eigentlich der Stream ab 18 deklariert werden. Das kann nicht sein. 80 €. Das stimmt. 80 € hier. Geb. Was haben wir jetzt gehört? Genau, Streaming-Starts haben wir. Und die Woche ist auch nicht viel geboten. Drum habe ich nur zwei, ja genau, zwei für euch. Nämlich einmal Legend of Vox Machina, geht die Staffel 4, ich glaube, gegen gestern los. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die wöchentlich releasen oder ob die es auf einmal aussagen, weil der Serie bin ich überhaupt nicht involviert. Und auf Apple TV Plus kommt Cape 4, das ist ein Remake vom Film, glaube ich, aber jetzt in Serienformat. Martin Scorsese mit dabei. Ich habe euch da eh schon mal kurz vor einer Zeit erzählt und das ist jetzt auf Apple TV Plus. Das sind die zwei nennenswertesten Serien gewesen und die Cape 4 werde ich mir auf alle Fälle demnächst noch einbauen. Und da haut er gleich mal eine Spende raus. Ja, hier, Dicke Potato für einen Dragon Cry ist das zu spät kommen, gleich wieder verziehen. Bussi, Küsschen auf die Nüsschen. Was sagt er? Was schreibt da der Teufel? Erstmal nur ein Herzchen raushauen. Schau her mit der, wollte ich jetzt so sagen, aber dann hat Disney Plus in 28 Days und Weeks entfernt. Dann halt nicht, habe ich mir gedacht, das ist echt mies. Du musst aber für die Years Later nicht unbedingt die ersten zwei Teile gesehen haben. Das ist eigentlich nur so ein nice to have. Also wenn du die 28 Years anschauen möchtest, dann schaust du einfach an, die musst du nicht unbedingt gesehen haben, die anderen zwei, die kannst du irgendwann nachholen. Cape 4 bei den Simpsons war gut. Boah, leck, da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Er haut die alten Dinger raus hier. Alter, keine Ahnung. Ähm, Kino-Releases. Dieses Mal könnt ihr euch eigentlich blind auf den Post verlassen. Bis auf eine Lüge, nämlich Disclosure Day. Der startet erst nächste Woche. Aber die Quelle, die jetzt halt hier nicht öffentlich diffamieren wird, hat irgendwie, ist mir jetzt aufgefallen, ständig in ihren Wochenstarts einen Film ganz oben drin, der erst nächste Woche startet. Warum auch immer, der Sinn erschließt sich mir nicht ganz. Sind nicht die hellsten Kerzen auf der Torte anscheinend, die das machen. Drum hat sich da Disclosure Day eingeschlichen. Und natürlich bin ich mir da absolut keiner Schuld bewusst. Das ist ja ganz klar, dass wir da nichts dafür können. Aber was ist losgegangen? Masters of the Universe, finally, endlich, finally, Masters of the Universe. Ich freue mich schon so viel. Werden zwar die Woche nicht mehr schaffen, aber nächste Woche auf alle Fälle. Der Mike schafft ihn vielleicht morgen und wenn es gut läuft, kann man auch noch eine Folge dann vielleicht aufnehmen nächste Woche. Also, Mike, ich hoffe, wir kriegen das hin. Dann, Scary Movie 6 läuft endlich und ich habe heute die erste Kritik gelesen, den ersten Ausschnitt aus einer Kritik, in dem es geheißen hat, weil es ist ja, sie haben ja damit geworben, mehr oder weniger, dass sie gegen alles schießen und komplett politisch unkorrekt sei und sie entschuldigen sich ja schon bei jedem, den sie da beleidigen werden, weil es ja so schlimm ist. Und in dieser Kritik hat es halt geheißen, dass es leider überhaupt nicht der Fall ist. Also dieses Austeilen in alle Richtungen ist einfach nicht da vorhanden gewesen in der Form, wie sie es behauptet haben. Dafür gibt es einige Cringe-Momente, da haben sie dazu geschrieben. Und das ist schon wieder, ich war so leicht positiv gestimmt, aber das hat mir schon wieder so in dem vergeben, dass ich mich frage, ob ich den Film überhaupt im Kino sehen werde, weil wenn der nämlich auf das Niveau für die letzten komischen Disaster-Movie- und Monster-Movie-Dinger geht oder Scary Movie 5 verloren, dann muss ich mir im Kino die Kugel geben. Und dann läuft noch der Good
Boy, ich glaube, der Zusatztitel ist „Wir wollen nur dein Bestes" oder so. Der kann da ganz cool sein. Das müsst ihr mal 'n Trailer anschauen, schaut auf alle Fälle interessant aus. Hätte ich irgendwie Lust drauf, dass ich mir den anschaue, aber ich muss jetzt wie gesagt, erst mal nächste Masters und dann mehr die den Passenger, den müsste man auch noch anschauen und noch irgendeinen Lauf, den ich noch nicht gesehen habe. Und vielleicht noch mal Mando, keine Ahnung. So, noch mal die Kehle anfeuchten hier. Dann gehen wir nämlich zu unsere Charts. So, let's kicken. Lass mal kicken hier. Ich schaue mir den Film wird da bestimmt enttäuscht. Ja, wenn's mit der Einstellung reingehst, ist ja klar. Du kannst ja, selber schon 'n bisschen was steuern, indem du, deine Erwartungen anpasst und nicht von Haus aus sagst, die wird eh enttäuscht, sondern geh einfach mal erwartungslos rein. Vielleicht wird's ja dann was. Vielleicht hast du dann 'ne schöne Zeit. War ja wünschenswert, wenn man ins Kino geht und hat 'ne schöne Zeit. Ähm, Nicht, dass uns geht wie die ganzen, fragilen, männlichen Fotzen, die jetzt zur Zeit der State of Play schon wieder, zerbrechen. Überall sind grad noch Scherbenhaufen, weil man so viel zerbrochene Männer aufkehren muss, weil sie nicht damit zurechtkommen, dass man im God of War Spin-off jetzt eine Frau spielt, was ja erzählerisch anscheinend einen totalen Sinn machen wird und, teilweise ja zeitgleich, glaube ich, zu God of War, Ragnarok spielt, aber, ja, wie gesagt, das ist eine Frau, ja, ist Deborah Ann sowieso, die man kennt's aus, Daredevil und True Blood. Ja, da ist anscheinend Hasstiraden dann schon wieder groß. Genauso wie was ich heute auch gelesen habe, es ist ja Rayman Legends, kommt ja auch ein fettes Remake raus und da ist eigentlich so kleines Wutzelmanschkerl in einem Kinder-Jump'n'Run-Spiel, und die hat halt einfach also, da ist proportional passt ja da sowieso überhaupt nix und dann gibt's anscheinend auch von paar so Incel-Spacken, jetzt halt schon wieder Hasstiraden, weil sie nicht solche Mörderaffen hat. Beim Rayman-Spiel, sogar da kann ich mich beschweren. Also, solche Leute bitte sofort das Internet wegnehmen und nie wieder einlassen und am besten wegsperren, weil von so einem kann nichts Gutes kommen. Unglaublich, wie dumm das die Leute sind. Das nimmt so exorbitant dämliche Ausmaße, wo dass ich mir jetzt stundenlang drüber aufregen kann. Aber State of Play, nächste Woche gibt es ein Talkthrough, da werden wir Sepp und ich natürlich drüber schmatzen. So, Doofy ist dabei. Ja, das finde ich auch geil, dass der wieder dabei ist. Kann nicht schlechter sein wie der fünfte. Das denke ich mir auch, weil der fünfte war wirklich der Bodensatz von der Reihe bisher. Masters of the Universe wird ein Highlight, das ist klar. Ja, Kumpel von mir, ihr seid mit der kleine Gruppe und hat geschrieben, dass er bombengeil ist und für alle, die gängern, 3 Post-Credit-Scenes gibt's. Also wirklich bis komplett zum Schluss sitzen bleiben, damit ihr euch seht. Ähm, so, wo waren wir? Bei den Charts waren wir, genau. Lass mal hier charten. Scheiß Vorschaubeutel, verpiss dich. So, Platz 10 ist wieder dieses Special The Roast of Kevin Hart auf Netflix. Dann haben wir Platz 9 MIA, Mir, erste Staffel Peacock. Und jetzt auf Platz 8 ist die fünfte Staffel The Boys. Also holt sie wirklich stabil in diesen Top 10. Mal schauen, ob sie es nächste Woche auch noch mal schaffen oder ob sie sich dann aus der Top 10 verabschieden. Dann haben wir Apple TV mit der zweiten Staffel Your Friends and Neighbors auf Platz 7. Man on Fire, die erste Staffel Netflix auf Platz 6 und dann wieder Netflix mit Perfect Match, die Staffel 4 auf Platz 5. Keine Ahnung, sagt mir überhaupt nichts, das Ding. So, Prime Video haut dann auf Platz 4 eine mit Off Campus. Das soll ja auch so gut sein, aber jetzt, da habe ich jetzt auch schon wieder einiges gelesen. Sie fix, die sind aufhören, dass gute Sachen bringen, die kommen damit neu. Dutton Ranch, die erste Staffel Paramount Plus ist jetzt auch heraus, da habe ich glaube ich letzte Woche einen Trailer gezeigt, ist jetzt auf Platz 3, ist ja dieses Spin-off zu Yellowstone. Beides nichts gesehen, ist ja fix. Nemesis, die erste Staffel auf Netflix, ist auf Platz 2 und Platz 1 ist die The Burrows auf Netflix. Das ist ja, glaube ich, von die Duffer-Brüder, zumindest produziert. Ob es Grimm ist, weiß ich nicht. Soll aber richtig, richtig gut sein. Jetzt schauen wir noch mal eine, was Filme uns verzeihen. Da ist nichts, außer auf Platz 2 ist der Jack Ryan Ghost War drinnen. Da habe ich aber die Serie nicht damit gesehen. Und Apex ist immer noch auf Platz 5, wobei ich von dem nur Schlechtes gehört habe. Kein einziges gutes Wort. Und ihre immer noch Platz 10 K-Pop Demon Hunters. Ich werde es niemals verstehen, was dieser Film seit 18 Jahren in den Top 10 drinnen macht. Was ist da los? Ich verstehe nicht. Ich verstehe einfach nicht. Naja. Was sagt der Skeletors Post-Credit-Scene für 87 überbieten wird schwer. Ja, oder irgend so ein geiles Meme einbauen, die's doch da jetzt mal gibt, wo er dann davor läuft. Aber ich glaube, so 'n Witz werden sie da nicht einbringen. So, fangen wir mal an mit optimale Ordnung. Da geht mich wieder riesige Kartoffel raus an den Bartigen.
Der Boris ist super, habe ich schon durchgewünscht. Erst einmal Servus, Neverraven, das schön, dass du da bist, Baby. Ach ja, stimmt, er hat uns heute, hätte mir halt noch ein Casting geschickt, das habe ich jetzt vergessen, dass ich es mit aufnehme. Es kommt nämlich anscheinend, was, ob es ein Remake ist oder ob es eine Neuinterpretation oder keine Ahnung ist, von Sleepy Hollow oder Sleepy Hollow war es und in der Hauptrolle ist Sydney Sweeney gecastet. Ich hoffe, ich habe es richtig rübergebracht. Ich habe nämlich nur angemalt, dass er abhauen soll mit Filmstarts. Er hat mir aber dann, ich glaube, Gala hat er mir dann geschickt. Das ist nämlich sowieso meine Haus- und Hofzeitschrift. Da hat er dann genau ins Schwarze getroffen. Pokémon gehen immer. Sie ist nicht in Ordnung, sie ist optimal in Ordnung. Okay. So, jetzt pass auf. Pokémons, Pokémons, Pokémons. Schauen wir mal. Evoserb. Piu. Habe ich die erstmal zusammen gesagt. Ja, unfreundlicher Teufel. Geht einer und sagt nichts. Dann haben wir 1 Pipi. Ich habe vergessen, was das kann. Spotline und Plums. Nebulak mit einem Überraschungsangriff. Also immer BAM ins Sackel und dann weg. Schatz, habt ihr das gesehen? Ich habe da das letzte Mal mit einer, meinst du, Kopf weg da, mit einer Dose geschnitten. Los, mach halt jetzt an. Warum wirst du nicht scharf? Naja, vielleicht bei der nächsten Karten Schmetterhammer. Ich probiere es so. Jetzt zeig mal so ein bisschen. Schatz, haben wir voll geschnitten. Tut's auch weh. Dann haben wir einen Richter. Richter. So, jetzt haben wir Tortunator. Ein Tortunator mit Panzerstacheln und heißem Atem. Heißer Atem. Violet, die kriegt auch einen heißen Atem in den Nacken. Schaut ruhig nur aus, jetzt einmal. So, dann haben wir noch Resladero mit einem Rachekick. Das ist das geile hinten neu haben, so wie das Katzen über dir, immer geil neu hageln. Was sagt er? Nee, die kann kein Blut singen. Ist schon ausgeblutet. Der ist Bluter. So, Pokémon-Fänger in der Reverse Edition. Tschu, tschu, tschu. Und jetzt hier Mega Zigarde EX. Schaut richtig wild aus und man denkt sich, wow, das schaut so wild aus, es muss so viel wert sein und diese Schweinekarten sind, wenn es auch kommt, einen Euro wert. Stahlenergie haben wir noch. Ach, das sei. Ich muss zur Zeit halt meine ganzen Pokémon-Karten, die ich von meinem Neffen geschenkt gekriegt habe, durchsortieren, weil jetzt alles, was ich doppelt und dreifach und vierfach habe, kriegen jetzt ein Mike seine Bubens, weil die sind ja auch unter die Pokémon-Karten-Fans gegangen, sehr zum Leid von Mike. Aber jetzt ist er da schon mitgefangen, jetzt muss er sich auch schon die Serie mit anschauen und er kapiert überhaupt nicht, was das Beste soll. Und mich freut dass der Mike da jetzt rein muss, weil dann kann man vielleicht einmal so den ein oder anderen Schmerz drüber halten und er versteht ihn dann auch. Beziehungsweise er versteht zumindest, was man sagt, weil die Serie sagt, er versteht einfach nichts, was das alles soll. So, One Piece Lemon haben wir die Doll, die ist ganz doll. Dann haben wir einen Genbo. Da glaube ich, ist auch schon wieder OP16 zum Vorstellen. Übrigens endlich geschafft, dass ich Naruto Mythos, habe ich mir jetzt endlich ein Display bestellen können. Zwar jetzt zu der Second Edition, die im Juni rauskommt und nicht zu der First Edition, aber zumindest sind wir bei der zweiten jetzt dabei. Wer noch ein Display zu der First Edition irgendwo einigermaßen kostengünstig auftreibt, der sagt mir Bescheid. So, Koala. Also ins Pokémon-Content am in, so ist es gut. Ja, das schaut dann mal gar nicht ganz, ganz, ganz richtig so. One Piece Lemon, Arme Bieselmon. Margarita. Dann haben wir einen guten alten Seth. Seth. Gum Gum Hawk Gatling. Dann ein Pazifista. Müsste die auch mal weiter schauen. Ich glaube, wir haben schon wieder 4, 5 Folgen zusammenkommen lassen, dass wir da wieder mal schauen können. Gum Gum Storm. Sanji. Sai. Geile Alvida. Und Bartolomeo. Einer von den coolsten. Aber man sagt hier sofort, da ist nichts Wertvolles dabei. Ich bin sicher gerübt worden. Das war sicher so ein ausgelaubtes Display, wo kein Hit mehr drin sein kann. Ah ja, drauf geschissen. Geht eh gut, um das so ein bisschen komplettieren. Und jetzt machen wir noch natürlich das neue Set auf. Wachsendes Chaos. Dann haben wir nämlich auch eine gute Zeit wieder voll gemacht, ein bisschen was über eine halbe Stunde. So mengen wir das. Fleißige Bienchen sind wir dann wieder gewesen heute. Aber dann kann ich weitermachen mit meiner Komplettierung bei Smash Bros. Ultimate. Wir gehen jetzt noch ungefähr 80 Geister ab von den 1528. Das ist völlig gestört, aber naja. Xiao mit Kumpelattacke. Ist das so?
Amphizel mit beschwörendes Jutsu und dann die Aquaschneide. Hornliu macht auch einen Überraschungsangriff, da haben wir wieder neue Hackeln. Walderfisch mit Giftdorn und dann haben wir einen Giftschock. Mogelbaum, Steiniger Weg und Steinschleuderer. Mein Gott, das Mogelbaum damals, den ersten Auftritt in Gold und Silber, werde ich ja nie vergessen. Das sind so Dinger, die haben ein Zockerkind geprägt. Angefloete, ich weiß nicht, was das sei. So, Botogel mit gefälliges Geschenk und dann Flattern. Jetzt wird wieder geschillert hier. Tentantel, abrupter Abwurf und Spezialpeitsche. Hier war Spezialpeitsche und hier Reverse. Pubanze mit Dauerdrehung. Und dann haben wir noch ein Viscogon in Standard-Holo mit schleimiges Schlittern und Drachenpuls. Da ist leider wieder nichts dabei. Da haben wir noch Energie, Strom. Leider nichts dabei in diesem Booster-Päckle. In dem Booster-Päckle ist nichts dabei für uns. Wir sind nicht reich geworden. So, gehen wir da nur ans Auge und schauen, ob da mal so, da habe ich noch Pokémon Erasers Backel. Das machen wir jetzt auf. Da sind nämlich unglaublich hässliche Pokémons drin. Muss er sogar zusammenbauen, scheinbar. Okay, der verliert gleich mal seinen Ranzen. Das ist ein Glurak, schaut her, verliert seinen Ranzen. Dann müssen wir hinten die Flügel aufstecken. Das haut auch so semi-gut hin. Mit semi-gut meine ich gar nicht. Ich hab's geschafft, schaut's her. So, jetzt, wenn ich seinen Bauch noch gerade hingekriegt hat, dann war das alles so halbwegs. Okay, man hat es einigermaßen gekriegt. Man hat aber keine Farbe mehr gehabt für den Schwarf und für die Augen. Und ist einfach, ja, er ist richtig geil hässlich. Genauso, auch viel hässlicher ist das geile Bisasam, das ich auch schon drin hatte. Schaut so einen hässlichen Affen. Ist richtig geil. So, was sagt er? Sei froh, dass du keine Panini-Sticker sammelst. Das ist dieser Abzug geworden und die sind halb so groß wie früher. Boah, müsst ihr die mal checken. Ich habe nämlich zum Geburtstag habe ich vom Guidy Boy ein One Piece Sticker-Album gekriegt mit einem Schwung Sticker dazu. Hat man selber aber gar nicht mehr gekauft, aber da haben wir schon gedacht, irre, wie krass viel Doppelte das da drinnen waren. Das ist mir irgendwie vorgekommen, als war das viel, viel mehr als früher, aber von der Größe gar nicht so beurteilt. Da müsst ihr irgendein altes Stickerbuch mal so haben, die vergleichen. Mogelbaum und die Shigekanne Skiwas. Ja, Shigekanne, die spekuliere ich ganz auf der scheiß Shigi-Kanne dazu. Einfach nur zwecks dem Feeling für früher. Naja. So, Leute, jetzt muss ich aufhören, muss schwitzen. Bootlegs haben, ja, das sind Bootlegs haben wir uns. Man kann es flip gerade vorher aus. So, Leute, vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Gibt es wieder fette Potato. Ihr wisst, was machen müsst, nämlich Stadia-Abos. Denn heute wird aufgenommen, absolute Premiere, noch eine Classics-Folge. Und zum allerersten Mal ist der Corby dabei bei den Classics. Also ich glaube, das erste, wenn er wirklich dabei ist, aber bisher in der Planung hat er zugesagt, dass er mitmacht. Und darum für alle Leute, die das dann hören wollen, Stadia-Abo machen für die Classics mit dem Corby und auch so, damit ihr uns supporten könnt. Da freuen wir uns. Hört uns eine neue Folge über Scream 7 an. Schreibt uns dann in die Kommentare, was ist zu dem, was Auflösung sagt, weil ja, die ist ja viel gescholten worden, von uns zumindest. Ich glaube aber auch, dass die allgemein nicht gut angekommen ist. Bullshit. Dann haben wir Mando, Road to Mandalorian und Grogu haben wir aufgenommen. Der erste Part ist überall zum Herrn, der zweite ist Steady-inklusiv. Also rentiert sich, Steady-Abo rentiert sich, da ich sagen. Macht es. Nächste Woche hören und sehen wir uns dann wieder zum Kassettenschmerz und zum Talkthrough, Leute. Dickste Kartoffeln raus, vielen Dank. Macht es gut. I love you.